Ja, liebe Harmonika-Freunde, heute ist der Benjamin bei mir aus Hallo. der Schweiz. Hallo zusammen. Und wir singen das erste Mal. Ja, genau. Wir kennen uns zwar von WhatsApp, von Telefonie, gell? Ja, Aber nicht persönlich. nicht persönlich. Ich bin jetzt erst seit einer halben Stunde da. Halbe Und jetzt sind wir Stunde. das erste Mal, genau. Und wir haben jetzt schon ein paar Stücke gespielt. Benjamin, wie lange spielst du Harmonika schon? 4,5 Monate spiele ich jetzt. Also echt ganz kurz, er hat gesagt, er traut sich mit einem Schülervideo. Er ist ja ganz fleißig mit dem Ablaufplaner, das werdet ihr dann hören. Also schaut euch das Video unbedingt durch, mit dabei bleiben. Benjamin, kurz, wenn man fragen darf, wie jung bist du noch? Ich bin 43. 43? Ja. Genau, also perfekt. Perfektes Alter zum Anfangen, oder? Ja, das würde ich sagen. Und Benjamin, von wo? Das interessiert einige vielleicht. Ich komme aus Glis, das ist Kanton Wallis in der Schweiz. Dort, wo die 4000er sind. Vielleicht kennt man Matterhorn, Zermatt, das ist die Region. Und da muss ich mal hin. Da musst du mal hin, ja. Sind da viele Spieler mit Steirisch? Oder? Nein, überhaupt nicht. Das hat jemand bei Leukerbad habe ich gesehen, den habe ich jetzt noch nie angeschrieben. Und sonst auf der anderen Seite im Berner Oberland, in Frutigen hat es 2, 3, die spielen, aber die habe ich noch nie angeschrieben. Die müssen wir aber auch einige motivieren. Vielleicht Ja, mit genau. dem Video, Vielleicht wenn mit ihr dem seht, Video. wie gut es klappt an Benjamin Ja. und wie Freude es er hat. Sollen wir mal ganz mit dem ersten starten? Ja, tun wir wirklich mal mit dem Hanselwalzer einfach mal zum Genau. Einspielen, Zum gell? Einspielen. 2. 3. Wow. Das ist so ein einfaches Stück und das zweite, das dann ganz anders schön am Einspiel. Das ist einfach gewaltig. Ja, du spielst meistens alleine, oder? Bis Ja, ich jetzt? spiele eigentlich, kann ich das immer allein gespielt. Jetzt bin ich seit gestern im Flörenhof. Genau. Und gestern Abend haben wir das erste Mal in der Gruppe gespielt, da habe ich vorgespielt, haben mich gewisse begleitet, zusammen zugelassen, mitgesungen. Ja, das ist Premiere so quasi. So schön der Musik verbindet, Ja, das ist ja, dann so schön, wenn man verbindet brutal. gemeinsam Ja. eine Woche im Florlhof. Ja, genau. Ja, wenn du jetzt den ersten Tag hast, gell, also Ja, genau. habt sicher eine schöne Woche. Ja. Ganz schön, da wird immer musiziert, das ist auch ganz viel wert. Daheim spielt man immer allein. Ja, Und genau. wenn man dann gemeinsam spielt, voll super. Ja. Machen wir gleich eins drauf. Du startest noch? Dort. 2, 3. Das klappt aber gut. Klappt super. Bist du nervös? Ja, sicher mega nervös. Also, ja. Vor der Kamera immer, Ja, gell? ganz heiß. Hast du als kleiner Bursch schon mal gespielt irgendwas? Oder? Ja, genau. Sie haben als Kind mit Flöten angefangen und dann Klarinette als Jugendliche. Haben auch in einem Orchester gespielt, so Jugendorchester. Viel. So, weiß auch nicht, bis so ein bisschen Ende Teenager alt und dann aufgehört und jetzt ungefähr knapp 30 Jahre nicht mehr. Nichts mehr. Und jetzt seit etwa 4,5 Monaten mit der Steirischen angefangen. Ja, schön, dass wieder Musik gehört zum Leben, oder? Ja, genau. Ich lasse eigentlich schon länger Volksmusik.
seit Jahren, und vor allem österreichische, volksländische Musik, Volksmusik aus Österreich, also so ein österreichischen Alpenraum, und das hat mich die steirische einfach immer irgendwie so fasziniert, und ja, irgendwann habe ich gesagt, ich muss einfach lernen. Ja, das ist der Freude dabei, Ja, gell? genau, ja, Das gefällt dir so gut. es macht mega Freude, ja. Machen wir die Installer drauf? Die Installer ist Bitte? schon. Genau, okay. Ja. 1, 2. Ein bisschen rausgekommen, aber deine hat es perfekt funktioniert, und da vor der Kamera nochmal was. Jetzt haben wir wieder ganz einen anderen Ablauf, gell? Ja, genau, es ist, ja. Es ist ja, und was machst du? Das hat mich fasziniert, Benjamin, dass er sich alle Stücke halt gut merkt. Ja. Weil bei Fischschule ist es halt so, also der Ablaufplan erkennst du, und du bist jetzt bei der Starregler. Bei der Starregler Die bin ganze ich, genau. erste Spalte Ja. durch, die zweite Spalte, das erste, zweite. Ja, das zweite. Wie merkst du dir? Ich spiele die wirklich, also das Ding ist Repetition. Immer wieder durch. Ich lerne vielleicht, wenn ich anfange, mache ich vielleicht die alten Stücke, spiele ich vielleicht ein paar durch, Ja. mit und ohne Video, also bin da variiere. Und nachher lerne ich die neuen Stücke, das neue Stück, und dann gehe ich am Schluss vielleicht nochmal zu den alten. Also, Dass du immer wieder wiederholst. dass ich immer wieder wiederhole, das ist irgendwie mein Ziel, um das zu behalten, oder um die alten Stücke nicht zu vergessen, um das zu Weil das ist dir schon auch so gegangen, dass man, wenn man die Melodie, man weiß oft nicht mehr, wie es gewesen ist, das Lied, oder? Ja, genau. Und da muss man wieder reinhören, oder? Ja, genau. Also oft ist auch, wenn ich ein neues Stück gelernt habe, ist wie die alten sind wie, oder gewisse alten sind wie überschrieben gewesen. So, hey, es geht überhaupt nicht mehr, dann habe ich noch mal kurz reinlassen, und dann kommt es wieder. Und das ist eben mit einfach Repetition. Und wenn du es immer wieder machst, dann bleibt es irgendwann. Also es braucht wirklich einfach Repetition. Weil das ist wirklich super, weil er wirklich, wir können eine halbe Stunde, bis Stunde spielen. Ja. Das ist genial. Ja. Und das nach 3-4 Monaten. Und es müssen nicht most schwere Lieder sein, Nein. sondern wenn man die sauberen, die schönen Lieder, die einfachen Lieder sauber schön spielt. Ja. Echt super. Ja, genau. Das ist das Schöne an der Steirischen, oder? Auch die einfachen Lieder tönen eigentlich gut. Und auch mit der Begleitung sowieso. Mit dem Das ist schön. Helikompass. Mit dem Helikompass, ja, genau. Spielen wir Dann machen wir den Teigic. Teigic kommen. Ja, genau. Jetzt bin ich Auszeit. Schluss. Ist eine schwere Stelle. der Ja, ja, Übergang. genau. Ja. Mit dem Boss Aber es, wechseln. es klappt rein, und draußen ist dann wirklich noch Das was fällt anderes. einigen gar nicht auf. Ja, Also ja. gut. Kennst du Griffschrift nur nicht? Nein, ich kenne eigentlich auch von früher. Ja, das ist so lange her mit der Klarinette, dass ich Noten? eigentlich die Noten nicht mehr kenne. Ich habe auch keine Griffschrift nie gelernt. Ich mache alles über deine Videos. Von Anfang alles, an? Von Anfang an. Alles nur rein übers Gehör. Mega Gefällt dir faszinierend. das? Ja, das gefällt mir. Hättest du geglaubt, dass es so klappt? Nein. Also ich bin schon zuversichtlich gewesen, nachdem ich so viel von diesen Schülervideos gesehen habe und gesehen habe, ja, wie die alle spielen. Mhm. Ich denke, ja, es muss klappen, oder? Das geht gar nicht Aber man anders. glaubt es am Anfang nicht. Aber man ganz, glaubt es gell? am Anfang nicht. Und vor allem, dass es jetzt so schnell gegangen ist mit 4,5 Monaten und bis zur Story, klar, das ist Wahnsinn.
Ja. Ja, schier. Ich übe aber auch fleissig, gell, muss ich sagen. Ich übe eigentlich praktisch täglich. Auch wenn es mal nur kurz ist, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Aber eigentlich übe ich täglich bis zu einer Stunde. Nicht einpacken, gell? Immer hinstellen, Ja. schnell mal Ich nehmen. packe sie schon ein, einfach im Koffer rein. Ich kann sie aber einfach wirklich gerade Okay. im Zimmer nebenan. Ich kann sie gerade rausnehmen. Ja, genau. Und dann spielst du jeden Tag. Ich spiele wirklich kurz. eigentlich praktisch jeden Tag. Auch wenn es mal nur kurz ist, genau. Einfach mal ein Stück durch. Aber in der Regel spiele ich eigentlich so eine Stunde. Jeden Tag. Und es ist schon ein schöner Ausgleich, oder? Ja, genau. So Ja. Meditation, sag ich immer. Es ist super, ja. Du sitzt drin und. Welches Lied machen wir noch? Ja, jetzt kann ich noch einen spielen, den haben wir vorher gar nicht gespielt, Brautlied. Das Brautlied, Ja, passt. probieren wir mal. Da ist er. Mit der Kreuzberg, ja? 1, 2. Machen wir einen dritten. Wow. Schier. Ja. Ist echt gut. Ja, mega, ja. Eine Begleitung zu zweit. Ja. Ja, und du spielst so rhythmisch. Also, ich hätte es nie geglaubt, wie wir die Videos gemacht haben, dass ohne Kontrolle. Ja. Ohne Kontrolle, gell? Wirklich, weil viele sagen halt, man hat keinen Lehrer, es kontrolliert dich keiner, ist Ja. das möglich? Ja. Aber dadurch, dass du ja mich immer hörst, Ja. ist ja wie man die Muttersprache, die Kinder, wenn die das immer hören, die müssen auch nicht das korrigieren. Ja. So sehe ich das. Ja. Und dadurch, dass du ja immer, du hast ja nichts. Ich sehe die eigentlich jeden Tag. Genau, und spielt immer mit dem Video mit. Ja. Das ist also ein Tipp. Ich merke, die Schüler, die sauber spielen, das sind die Schüler, die auch immer wieder mit dem Video mitspielen. Ja. Das du auch, oder? Ich eben, wie gesagt, ich spiele immer wieder mit den Videos mit. Ich tue auch ab und zu allein, weil das allein ist nochmal was anderes. Genau. Das ist wie die Unterstützung nicht. Aber in der Regel spiele ich wirklich auch immer mit den Videos weiter. Weil dann Und das merkt man, man wird ist schneller oder so, Genau. die Übergänge und alles, oder? Genau, mit der Geschwindigkeit, ich tue da ein bisschen variieren, oder? Das muss man auch können. Vorher mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, einfach das Ganze ein bisschen variieren, dass es nicht immer das Gleiche ist. Auch mit 0,9, mit 1,1. Ja, genau, 08, 09, 1,1. Also Entweder genial, oder? Originaltempo oder mit dem Übungstempo kann man ja variieren, genau. Also es ist genial irgendwie, ja. Das Ja, gibt weil- so ein grosses Repertoire. Dann, Und du kannst das auch mit dem Video da 100 Mal anhören, gell? Ja, genau. Und Ich kein hab Lehrer wird böse. ja, genau, ich habe deine Loops drin und dann kannst du einfach das 10, 20, 30 Mal wiederholen. Keiner wird böse, genau, wenn du es nicht richtig spielst. Das ist, Ja, ist super Sache. Dass man es wirklich überall lernen kann, weil Ja. sonst, wenn jetzt du zu mir kommen müsstest, einmal im Monat, das wäre nicht möglich. Das wäre nicht möglich. Ich zeig dir was, der Benjamin fährt heim und übt irgendwie und dann kommt er nach einem Monat wieder, dann muss ich sagen, auwe, muss die ganze so war das früher. Ja, genau. Also ich gibt einen Zettel mit Ja. und dann hast du geübt irgendwie, du hast ja nicht gewusst wie. Ja, Und dann sind die Schüler gekommen und ich habe gesagt, oh, das kann kurz, dann hast du es einen Monat schon falsch trainiert gehabt. ja, genau. Und das auch ist in- eigentlich, nicht, ist eigentlich schade. Und Genau. Und von früher oder, mit den Noten, das ist irgendwie wie wenn man ein Gedicht, man kann es irgendwie ablesen, oder? Man versteht es, aber es ist nicht, das Herzblut ist nicht drin. Und Genau. das ist mit den Videos, und wenn man es frei spielt, einfach anders. Du kannst
eigene Interpretation irgendwann reinbringen oder ein bisschen anders spielen und da hast du einfach Melodie im Körper, gell? Melodie, es ist ganz was anderes, ja. Und dann mir taugt das voll. Am Anfang habe ich also gedacht, wenn ich deine Seite entdecke, so online und so speziell, dachte hey, wieso nicht mit Noten? Und im Nachhinein haben wir gesagt, das ist eigentlich genau so, weil ich sofort da etwas spielen oder? Spielen. Ansetzen und gerade das Lied können, oder? Und nicht noch lange irgendwie Noten lernen und dies und jenes, sondern einfach gerade die ersten Erfolg haben, oder? Dann kannst du auf die Hütte raufgehen und spielen. Ja, genau. Das habe ich eben gestern dort oben, vorgestern bin ich das erste Mal dort oben gewesen, in der Natur raus, vor den Leuten, die durchgefahren sind und durchgelaufen sind. Ja, die einen haben Freude gehabt. Ja, das So ist, schön, ja. Genau, einfach so schön, ja. Also das wollen, die meisten wollen sich hinsetzen und spielen und dann muss man es unbedingt auch so lernen. Mhm. Das ist, weil man entwickelt dann ein Gehör, man entwickelt ein Gefühl für das Ganze. Mhm. Super. Mach mal links, rechts. Ja, links, rechts, genau. Genau. 1, 2, 3. Das habe ich auch ganz gern. Der Schluss ist so schön. Schluss, ja. Die kurzen sind halt nicht länger. Ja, die Oder? sind nicht länger, genau. Benjamin, hast du von Anfang an, es gibt ja, warum Zierfuchs? Was gefällt dir da? Genau. Hast Also, du Lehre gefunden? ich bin eigentlich, ich höre eigentlich schon jahrelang Volksmusik und volkstümliche Lieder. Und wie es halt so auf YouTube so ist, man kommt dann Empfehlungen über und irgendwann ist dann mal eine Munti-Polka vom Josef mit der Julia, glaubst du, mit der Harfe. Genau. Das hat mich so fasziniert, ich gesagt, jetzt muss ich irgendwie lernen. Und dann habe ich gesehen, Zierfuchs, was ist das? Dann bin ich eben mal auf die Webseite gekommen, so, da kann man Harmonika lernen, da wäre eigentlich etwas. Und dann online, so nur ohne Not und so, da war ich zuerst skeptisch gewesen. Und dann war das so im Kopf hinein, so jahrelang eigentlich. Und dann habe ich mal noch probiert, zuerst so, ja, vielleicht Akkordeon bei uns, oder Schweizer Örgli, die es bei uns in der Schweiz auch gibt. Und dann dachte ich, ja, das ist mit Unterricht, da musst du wieder irgendwo hin. Und eigentlich will ich die steirische, weil das ist irgendwie, da habe ich irgendwie da Emotionen, ich will die steirische spielen. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt muss ich Josef schreiben, Hubert schreiben, genau, dass ich das über deine Seite mache. Also ich bin quasi über die Munti-Polka bin ich drauf Über gekommen. die YouTube-Videos. Ja, genau, über die YouTube-Videos. Das hat mich so fasziniert. Genau. Ja, schön. Schön, ja. Und wir dann mit der Harmonika, das erzählen wir dann gleich im Anschluss. Jetzt machen wir noch die Wiederschwing, ha? Ja, Er hat so viele Lieder dabei. Ja, genau. Also, Wir müssen die ganze Zeit ja, Lieder. okay, genau.
Stücke. Ja, super, ja. Die Lieder hört man auch nicht so oft, weil sie auch nicht so bekannt sind. Aber schöne Walzer und Ja, Volksweisen bei ja, uns. genau, Volksweisen und genau. Und das ist irgendwie auch schön, man hat irgendwie gewisse Stücke im Kopf, die man kennt oder wo man gerne spielen will. Und jetzt auf dem Ablaufbahn, auf dem Weg dazu, dann sind so unbekannte Sachen gekommen, wie Steuerstab, wo Linda wieder schwingt und so weiter. Und ich finde das super, dass man so Sachen auch lernt. Genau, es erweitert das Repertoire irgendwie und nicht nur die bekannten Sachen spielt, sondern auch so die unbekannteren. Ja, das ist eben super, was viele eben nicht machen. Ja, Viele genau. lassen halt da die ganzen Lieder aus und es baut auch doch jedes auf. Bei jedem Lied lernt man was, bei jedem nimmt man was mit. Also da schon die Empfehlung, zumindest mal lernen, mal spielen. Ja. Man muss sie nicht alle merken. Ja. Du wirst auch mit der Zeit gewisse wieder weglassen. genau. Das kann man nicht alle merken. Aber man soll ja doch also 5 bis 10 Stücke sollte man schon immer wiederholen. Und auch dann, weil sonst ist es auch schade, wenn man immer übt und alle wieder vergisst. Gell? Ja, genau. Eben, man gibt sich ja Mühe, man lernt das und dann ist es auch schade, wenn man es wieder vergisst. Und das kann ich wirklich bestätigen. Also der Ablaufplan, der ist irgendwie genial. Da werden Griffe eingeführt. Bei einem Stück denkt man, ja, was soll jetzt das? Und dann lernt man das und dann kommen die Griffe aber in den anderen weiteren Stück wieder. Genau. Und dann hast du die Visual schon drin und dann geht's. Also teilweise bin ich recht schnell gewesen mit einem neuen Stück lernen. Das ist, Weil es so schön aufgebaut ja, ist. weil es so schön aufgebaut. Also ich kann das nur empfehlen mit dem Ablaufplan. Ich halte mich auch strikt dran. Ich hätte gerne vielleicht noch andere Lieder, aber ich sage jetzt im Moment einmal, gehe ich wirklich nach dem Ablaufplan vor, bis ich mal eine gewisse Fertigkeit habe. Nein, ich habe schon gesagt, also mit dem Unterricht, man muss dann gar nicht viel machen, weil die Grundsachen passen. Ja. Der kurze Bass, die breite Melodie, die Finger sind schon drauf. Ja. Ist ja gut. Ja. Die ruhige Beugführung, echt super. Ja, danke. Also das ist schon cool. Spielen wir wir haben ja ein paar noch drin. Ich war schon, Der Susi können wir noch einen ganzen mal einen einfach. Das ist genau. Den kurz 1, 2. Da in die Berge, gell? Ja, genau. Wir nehmen mit der Harmonika, du hast ja keine gehabt am Anfang. Ja, genau. Wie war das? Ja, ich habe dir ja geschrieben, genau, dass ich gerne Harmonika lernen würde. Und dann hast du mir ein paar Bilder geschickt zum Auswählen. So, genau. Ich habe mich dann da für die Stubaital von Müller entschieden. Und dann war noch das Ding, genau, in der Schweiz ist ein bisschen kompliziert, oder? Wenn nicht die EU mit der Mehrwertsteuer und alles. Genau, das ist das Laien nicht. Hast du die gleich gekauft? Ja, habe ich sie gleich müssen kaufen. Genau, du hast dann gesagt, ja, ich würde sie zurückkaufen, oder, wenn es jetzt nicht passen würde. Genau. Ich bin aber da optimistisch gewesen, dass es passt. Und dann habe ich eigentlich die gerade von Anfang an gekauft über die. Ja. Genau. Noch ein bisschen günstiger, als wenn sie in Österreich würdest kaufen würdest, wegen der Unterschied Ja, in mit der Mehrwertsteuer. Steuer und so, genau. Ja. Nein, in der Schweiz ist es eben so, wir haben einige Schüler in der Schweiz. Jetzt geht man in Laien, geht's, aber ist halt mit dem Schicken nicht ganz so einfach, aber möglich ist. Aber natürlich, die meisten bleiben dabei. Und die meisten leihen schon zuerst auch nicht, die meisten leihen mir auch nicht, weil sie immer denken, es klappt vielleicht nicht. Ja. Aber echt 95%, die bleiben dann dabei und die kaufen dann auch eine. Ja. Und das ist dann eigentlich fein. Es klappt dann gut, man kann es dann bei uns kaufen. Und das ist eben die Alpin-Serie, die Stubaital mit der Archholz. Ich habe da die sind dann die Top-Modelle. Der 36 Jahre ist 38 dann. Ah ja, die haben es gestern mal gesagt, die sind ein bisschen kompakter. Und ich sage, gibt es da verschiedene Größen? Die sind genau. 36, ist die 38. Vom Holz ist ähnlich, ist Arche, glaube ich. Eiche. Genau. Ja, sehr schön. Fein, ja. Die Harmonika. Ja, genau. Also das ist irgendwie auch das Handwerk, das da dahinter steckt. Das sind einfach Emotionen irgendwie. Oder das Bergen und die Harmonika da, das berührt einem einfach. Passt. Genau, ja. Haben wir noch ein Lied? Ja, ich meine, eben, der Paul und St. Gaul können wir mal noch probieren. Anbau. Ja. Das ist ja bekannt, die Ja, haben wir genau. alle mal durchgemacht. Ja, genau.
ganz fehlerfrei, aber egal. Wie es Es geht ja macht weiter. einen Spaß. Genau, es macht einen Spaß. Ich glaube, das Wichtigste ist auch Musik, dass es Spaß macht, Ja. dass es Freude macht. Ja, Gell, und wenn so alles fehlerfrei wäre, Ja, das wäre ja. das ist Mann. fast nicht nötig. Gell? Das würden sie auch gar nicht glauben. Nein. Gell. Ich merke. Wir nehmen jetzt kurz noch was Privates an. Beruflich, Ich arbeite als Data Engineer. was ist das? Data Engineer, ja, wir machen so alles so mit Daten, also auf Plattformen mit Okay. Daten. Genau. Ja, Ja. beruflich. Und Familie, Kinder? Nein, ich habe kein Kind. Genau. Okay. Und beruflich habe ich gefragt. Genau, Hobby. Hobby. Wenn du nicht Wenn ich nicht beruflich Harmonika- nicht Harmonika, Wenn ich nicht Harmonika spiele. Genau. Genau, dann ist das Hobby einfach, dann bin ich wirklich zusammen mit meiner Freundin sind wir eigentlich immer in den Bergen. Wir wohnen hier in den Bergen schön. und bin eigentlich immer draußen jeden Tag am Wandern in der Natur raus. Bist du jetzt mit Freunden da? Nein, jetzt bin ich allein da, genau, weil ja, mit Musik und so ist schwierig, wenn jemand jetzt Da nicht kannst so... du mehr üben. und Ja, so. genau, Ja, genau. Ja. Sonst ist es ein bisschen schwierig, genau, darum bin ich allein da im Du kannst Bauernhof. mehr üben jetzt und Ja, mehr genau. mit Musik und Ja, alles. genau. Und Ja. okay, nicht dass ich gerne am Berg gehe. Ja, Ja, ich meine, bei Ihnen ist ja ein Traum. Ja, genau, nein, genau, das ist also wirklich Schönes, oder als in der Natur sein, in der Wandern und Musik machen, das sind die Irgendwo schönen auf Hobbys. einer Hütte hinsitzen oder Ja, auf einer genau. Bank und ein Ja. bisschen spielen mit Ja. der steirischen. Ja. Echt schön. Echt schön, ja. Wir haben ja eine schöne Landschaft. Wir sind ja da haben wir Ja, Glück, gell? Ja, genau, wir haben Glück, genau, wohnen wir in dem schönen Alpenraum, oder? Mhm. Genau. Und ja, das verbindet irgendwo auch, gell? Das, auch mit dem Instrument, auch weil ich Schweizer bin, oder? Und bei Schweizerjägerl ist. Aber irgendwie, da stecken einfach irgendwo Emotionen dahinter, wo mich auch als Schweizer berühren, oder? Mit den Liedern. Ja. Wo es da wirklich um die Themen geht, oder? Mit dem im Alpenraum, das gefällt mir einfach. Das weckt Emotionen. Da werden wir in Kontakt bleiben. Ja, genau. Wir machen zum Abschluss noch eine kleine Weise, die große Glocke, eine Weise. Ja, genau. Die machen wir zum Abschluss noch. Und ja. Ja. Ing, danke fürs Zuschauen. Danke, ja. Fürs dabei sein. Bin ich mir nicht, dass du da warst. Ja, Echt voll danke, super. das war super gewesen, ja. Werden jetzt das letzte Mal gewesen sein? Nein, ich denke, es wäre nicht das letzte Mal gewesen, als ich da in Fieberbrunn bin. Ja. Bin sowieso sehr gerne in Österreich und da werde ich sicher wieder mal vorbeikommen. Und dann Benjamin wird es dann sicher mal im Florlof wieder treffen. Ja. Und da bin ich gespannt, wie in 3-4 Jahren. Ja, genau. Wenn du so weitermachst, ja. Ja, ich habe jetzt Leute kennengelernt, die schon seit 6 Jahren spielen und das ist gewaltig. Also, gestern haben wir Tiroler und der Marsch 1809. Okay. Der Wahnsinn, das ist, ja, das gewaltig. Das Schöne ist, man kann so schnell ein paar Lieder spielen, es macht kleinen Spaß und man lernt aber nie aus. Ja. Gell? Ja. Das ist auch ein Traum. Also es gibt immer wieder schwerere Sachen oder irgendeine Herausforderungen Ja. bei der steirischen. Also es ist gleich ein cooles Instrument. Geht weiter, ja. Lass uns gut sein, danke. Danke. Jetzt haben wir jetzt eine Pause verdient. Gell? Ja, genau. Wow.